zusammen, also willkommen zu einem neuen TikTok-Video hier auf dem Kanal. Ich weiß, ich habe wirklich absolut gar keine Idee mehr, aber wisst ihr was? Es ist mir gleich. Ich habe wieder mal mein Handy gezückt und ein paar schlimme Schweizer TikToks rausgesucht. Ich würde sagen, bringen wir es hinter uns. Für das könnt ihr doch einfach mal ein Like da lassen. Nein. 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 Geile Sau! Hey, Grüße. Ich weiß, ich habe dir die Bachelor-Videos ein bisschen geklaut, aber hey, komm, nicht mir. Okay, jetzt nochmal Spaß beiseite. Büssi, dir ist wirklich absolut langweilig. Die allererste Comedy Cruise vom 11. bis 18. Oktober 2020. Wenn es bei allen wüst ist, haben wir es zusammen schön. Hey, wer tritt langsam auch durch in der Quarantäne? Oh Mann, Alter. Sarah Leutenegger, es hätte wirklich müssen sein. Wer von euch gammelt auch den ganzen Tag in den gleichen Klamotten rum? Ja, das machen wir den ganzen Tag in den gleichen Kleidern chillen, da bin ich dabei. Aber die komischen Moves, die du gemacht hast, also das da hier, warte schnell, das da hier. Das mache ich nicht den ganzen Tag. Und ja, ich habe wirklich wunderschöne Zocken, ich weiss es. Rein optisch ein bisschen klein für mich. Was ist das heute für ein Video? Wir machen weiter. Und hat keinen Bock, sich zu bewegen. Lasst uns gemeinsam diese Situation ändern. Jetzt ist fertig rumgehangen. Jetzt ist fertig rumgegammelt. Jetzt heißt es sich bewegen und das mit Style am Style Day Friday. Du Sarah, ich brauche nicht den Style Day Friday für irgendetwas zu machen. Ich glaube, da müsste man nochmal Nati-Style fragen. Wenn euch wirklich langweilig ist, könnt ihr ja einfach mal die Zähne putzen. Du bist am Arbeiten, bei Sonnenschein, oder? Da kommt irgendeiner aufs Dach mit. Klassensöcke, Mann. Nein, du. Da gehen wir die Schuhe auf, reihenweise, Mann, reihenweise. Reihenweise gehen wir da die Schuhe auf. Ja, hey, ich bin zwar nicht auf dem Dach, aber hey, ich habe auch schöne Socken, so farbige. Okay, wir reden nicht drüber. Also ist jetzt eine Frage, würdest du für 10'000 Stutz mich küssen oder für 100'000 schönste Frau? 10'000 für dich. Schon? Finde ich nicht das schönste Mädchen, oder? Das lebt dir. Plot Twist, die hinter der Kamera ist nicht seine Freundin, sondern seine Schwester. Der gibt dort den Gesichtsausdruck am Ende Sinn. Okay, es gibt eine neue Home Sports Challenge, Yoga in the Kitchen. Let's go! Sodass dein Kinn allmählich parallel zum Boden ist. Deine Schultern ziehen weg. Danke für den Tipp, Nati. Seitdem wir Yoga machen, während diesen TikTok-Videos, geht es mir wirklich um einiges besser. Danke dir. Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. So sieht Pamela Reif aus nach dem Workout. Und so sehe ich aus nach dem Workout. Markiert jemanden, der genau so zerstört aussieht oder ein totaler Couch-Potato ist. Fun Fact, in letzter Zeit habe ich öfters mit meiner Freundin Pamela Reif Workouts gemacht und ganz ehrlich, ich sehe dann auch immer aus wie... Keiner Drecksack. Ja, kleine Lifehack an alle Leute, die den Schweizer Pass haben. Und zwar sieht er ja von vorne ganz normal aus, aber die müssen den Pass drehen und die müssen ganz genau, also mit recht noch anschauen. Zum Glück habe ich den Clip auf Instagram schon gesehen und habe mich dort extrem erschrocken. Habe ich jetzt nicht müssen machen, aber Adi, danke sehr viel mal für das TikTok. Danke, dass du auf der Plattform bist. Du bist wirklich eine absolute Bereicherung. Das habe ich im letzten Video gesehen. Ich nehme es zurück. So eine Dumme. Shit, was ist denn da passiert? Wo wir mal die schlechten Schauspielkünste von Saturday and Sunday, da bin ich dabei. Nein, das kann man doch nicht machen. Nein, wieso ist das Buttermesser in der Nutella rein? Nutella ist... Abgesehen von der schlechten Schauspielkunst muss ich euch etwas beichten. Und zwar, ich esse selten bis nie Nutella. Wenn, dann Ovomaltine Crunchy Cream. Oh yeah. Trick 77, wenn ihr keine Münze habt für die Parkuhr, nehmt ihr einfach irgendeinen Bus, den ihr schon habt, und tun es vorne an. Hey Bro, ich glaube, das geht ja so nicht auf. Erstens, du musst ja schon mal einen Bus haben und hier im Kanton Freiburg kostet das 40 Stutz und wenn du die Bus über Monate lang nicht zahlst,
dann bekommst du Mahnung nach Mahnung und dann bist du aufs Mal am Arsch. Ich glaube, über die lange Zeit lieber ein bisschen Münze mitnehmen, anstatt jedes Mal einen Bus, jeden Monat sich einen neuen Bus zu gönnen. Ich glaube, das lohnt sich ein bisschen mehr. Also nicht so Trick 77. Oh, lecker, lecker! Ein Löwenzahn! Ist es Zufall, dass er mal das ein bisschen gleicht? Muss wohl der letzte vom Winter sein. Was ist denn das? Ein Tannenzapfen! Oh, wie lecker! Das ist doch mein Leibgericht! Köstlich! Erstens, nein, das war kein Zufall. Zweitens, der Adi ist jetzt bald der Schweizer Genosse mit dem Scheiß, den er da die ganze Zeit frisst. Und an der Stelle, es waren wirklich nur TikToks, aber ich habe mich noch bei euch bedanken, und zwar für den Support hier auf dem Kanal in der letzten Zeit. Es ist wirklich geisteskrank, was da momentan abgeht. So viele neue Leute sind hier am Start. Danke auf jeden Fall an jeden und jede, der frisch hier auf dem Kanal ist. Ich hoffe, ich fühle euch wohl hier auf meinem Kanal. Oh, Baby. Ja, auf jeden Fall riesiges großes Dankeschön an der Stelle. Und für die, die es noch nicht wissen, ich habe übrigens einen Zweitkanal, Maelol heisst der. Auf dem kommen fast täglich Videos online, also quasi der Schweizer Reaktionsboss. So nicht, Mignon. Ich hab nur Spaß gemacht. Und in dem Sinne, lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, ciao! Eine Arschbombe, ja also. Eine Arschbombe. Ich hab nur Spaß gemacht.